Was ich also bei diesen Extrembergsteigern gar nicht verstehen kann, ist, dass die vom Basislager aus immer noch weiter ruhen wollen. Dabei ist es ja erwiesen, dass die Aussicht auf den Himalaya ist ja vom Basislager viel besser als von ganz oben. Ja, und das Argument von der besseren Luft kannst du dort oben auch nicht bringen, weil dort ist ja die Luft so dünn, dass die Bergsteiger wegen dem Sauerstoffmangel noch den IQ von einem 3-Jährigen haben. Darum passieren ja die meisten Unfälle beim Abstieg, weil die mit ihrer leeren Birne nicht mehr wissen, wo sie sind. Das ist ja alles eine Fußgängerzone, nicht wahr? Im Prinzip ist es wie beim Après-Ski im Hochhedrig. In die Schneebarruhe kommst du praktisch auch als Anfänger, aber nachher beim Runtergehen, dort gehst du auf die Schnur. Jetzt schaut dir mal das Basislager an. Da ist doch kein Zustand, das sieht aus wie ein Zigeunerlager im Winter. Ich sag dir, der Saviris, der würde da einen schönen Wellness-Tempel anstellen. Der ist Ägypter. Die Nepalesen haben da ganz eine andere Mentalität. Das sind Buddhisten, da ist alles im Fluss. Da darfst du nichts Materielles für die Ewigkeit bauen. Ja, also wenn du jetzt da würdest einen Gückeli-Stand anstellen, kämpften die Einheimischen Reinkarnationsprobleme über. Die meinen also, dass die toten Gückeli könnten den Seelenfrieden von diesen tiefgefrorenen Bergsteigern in dieser Wand oben stören. Ja, aber aus Pietätsgründen wäre jetzt zum Beispiel so eine schöne Berner Rösti gar kein Problem. Ausser für Fruktarier. Die sagen ja Herdöpflegeseel. Ja, und zwar auch ein tiefgefrorene. Komm, wir gehen zum Helikopter zurück. Ja, der soll uns neu mit fliegen, was wieder Schweinix gibt.